Im heutigen Video spielen 20 meiner Zuschauer gegen den besten GeoGuessr-Spieler Deutschlands, Lenly. Und so funktioniert das Ganze. Wir können 20 Mal raten, wo auf der Erde wir uns befinden, während er nur einen einzigen Guess hat. Und nur einer von uns muss näher an der Location dran sein. Beide Teams starten mit 6000 Punkten und derjenige, der zuerst 0 hat, verliert. Vielen Dank an Lenly fürs Mitmachen und die gleiche Challenge haben wir bei seinem Kanal auch noch gemacht. Okay. Oh, erste Runde. Das gibt mir Europa-Vibes. Modra keinen. Aber es sieht nach Osteuropa aus für mich. So richtig schlechte Coverage. Oh mein Gott, natürlich hat er schon gegessen. Ich sag Montenegro. Runde 1. Wir haben ein bisschen Sprache. Ist die Guardrail mehr Tschechien? Das könnte sein. Oder Slowakei. Ich bin ja wahrscheinlich direkt im falschen Land für den Anfang, aber ich glaube, es ist Slowakei. Geht ihr Serbien vielleicht noch? Ja, Serbien hat fast keine Coverage, glaube ich. Doch. Was? Slowakei. Oh mein Gott, scheiße. Guardrail war in einer Form, wie es sie nicht in Ungarn geben würde, deswegen. Welcome to... Oh mein Gott, Accommodation Conferences. Südamerika, nein, das ist Englisch. Es wird Englisch gesprochen. Südafrika oder nicht? Ah, warte, ja, Südafrika, diese Länder. Aber Südafrika, dort... Ich sag, es ist ein komischer Guess, aber vielleicht gehe ich auf Brasilien. Ne, wir fahren links. Runde 2, okay, das ist Südafrika. Wir haben gelbe Roadlines außen. Das ist in wenigen Ländern nur der Fall. Und hier, diese Sperrflächen habe ich noch nie woanders gesehen, außer in Südafrika. Das Ding hier ist auch super Südafrikan. Ah. Das ist links, okay, ja. Oh shit, ja, Südafrika. Also hier fahren sie links. Beim grünen Bereich. Ja. Eswatini rum, sage ich. Okay, Ingwe Ranch. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das hier entweder irgendwo hier unten ist, oder hier irgendwo sind Berge, die so aussehen. Meine andere Idee ist hier oben. Ich glaube, das ist schlauer, hier zu gehen, weil hier mehr Berge sind, die so aussehen können. Yes! Noch deutlich weiter nördlich, sehr guter Guess von den 20. Yes! Okay, wir haben mehr HP als Lenly. Let's go. Jetzt haben wir in Runde 3. Polen. Also die Strommasten sind auf jeden Fall polnisch. Gib mir Osteuropa-Vibes wieder oder Deutschland sogar. Solid Security. Wenn man die Vorwahl kennen würde, 081. Kennt das jemand? 81446. Das ist die Telefonnummer im Osten. 8. Ich habe die mal auswendig gelernt, aber es ist schon ein bisschen her. Deswegen bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Aber ich meine, 8 ist dieser Bereich. Und ich glaube, 8.1 wäre irgendwo hier unten. Aber safe EU, da sind wir uns einig, aber oder? Es sieht sehr flach aus. Es können Niederlande sein oder sowas. Nee, aber das Kennzeichen ist nicht gelb. Oder Dänemark hat auch flach. Ist auch ziemlich flach. Ja, Dänemark eventuell. Oder Polen. Ja, ich geh mal Dänemark und vielleicht... Ja, es gehen alle Polen und Ungarn und so mäßig. Ja, komm, ich geh trotzdem Polen. Gönn Polen. Ah... Oh Gott, ich hab geklickt. Oh mein Gott, let's go. Okay, ja. Ich habe es mir richtig gemerkt. 8.1 in der Nähe von Lublin. Aber er war näher dran. Aber es ist mega spannend, wir sind gut. Doppelt, das ist Schweiz. Ja, das sieht so Schweiz aus. Das muss Schweiz sein. Ja, wir haben Melos stärkstes Land wahrscheinlich hier. Wir haben die Schweiz. Doch, die Kennzeichen, man sieht kein blaues Dings. Das ist Schweiz. Ja, dann ist es Schweiz. Das muss Schweiz sein. Bro, ich geh dort Richtung Liechtenstein mäßig. Echt? Ja, weiß nicht. Ja, doch, mach. Ja, ich glaub. Geht ihr vielleicht noch einen anderen Ort? Ich mach mal hier schnell. Wer weiß, ob die das kriegen. Ich kann die Schweiz nicht gut Region guessen. Ich klicke einfach die Mitte. Bitte. Yes, wichtig. Oh, wir waren nicht. Ja. Nice. Ja, ich war's. Ja, sehr gut, sehr wichtig. Paar Punkte für die 20, aber nicht viel. 5. Runde, ey. Ich hätte gedacht, wir sind schlechter. Wir werden eher geguckt. Oh, das Auto aber. Ah, ich kenne das Auto. Die Autometer kenne ich überhaupt nicht, leider. Warte, da bin ich. Scheiße. Oh mein Gott. Ist auf jeden Fall Es hier. könnte irgendwo hier entweder Kenia, Uganda oder Rwanda haben solche Autos. Afrika, safe? Es ist auf jeden Fall Kasachstan mit diesem Google Truck. Ich glaube, diese Region hier um Shymkent rum. Er sagt doch hier russisches Schriftzeichen, oder nicht? Echt? Oh, das habe ich nicht Das ist gesehen. Kasachstan. Oh, shit. Scheiße. Okay. Guten Damage für mich, 750 Punkte. 6. Runde. Wir haben... Ich weiß nicht, was das mir für Vibes gibt. Also die Sonne ist im Norden, dann muss es irgendwo Südhalbkugel sein. Ich habe null Plan jetzt. Also ich habe keine Ahnung. Ich gehe Südamerika irgendwo. Richtung Brasilien. Das ist nicht solche Beton... Nee, sind's nicht. Ich gehe Brasilien, keine Ahnung. Null Plan. Oh, jetzt wird's schwierig, warte. Bin mir unsicher, welches Land das hier ist. Sonne ist im Norden, also sind wir Südhalbkugel. Interessant. Ich weiß es Real Talk nicht. Das ist eine sehr schwierige Runde. Ich gehe, Keine Ahnung. Australien war perfekt.
Das ist Aber er hat's auch nicht. Er war sogar noch weiter weg. Oh mein Gott! Er war 14.000 Kilometer. Manly, was ist los? Papua-Neuguinea gewinnt das Spiel stark. Das war eine komische Australien-Runde, sage ich. Ja, also ich habe noch nie so eine Zementstraße in Australien gesehen. Genau, und so ist es halt. Okay. Ich muss konsistent sein die ganze Runde und dann kann ich es aber Die gewinnen. erste Runde haben wir zwar gewonnen, aber wir machen ein Best of 5 und darum müssen wir noch 2 weitere Runden gewinnen. Zweite Runde. Brasilien. Ja. Wenn das keiner von denen kennt, dann sind das erstmal ordentlich viele Punkte in Runde 1. Wir haben einen grauen Truck mit diesem Rücklicht, der ist in Ruanda. Ich weiß nicht. Ich glaube aber Brasilien. Mein Guess war Brasilien irgendwo im Dschungel, weil alles so rot aussieht, war mein Brasilien-Guess. Ja, Versuch. Bro! Das weiß keiner in der Runde, aber jemand ist in Kenia, also nicht schlecht. Ich bin im richtigen Nationalpark, wie erwartet. Aber Er ich war weiß 8 nicht, Kilometer daneben. EU? Bro. Osteuropäisch, oder? Ja, Ist das nicht ja. kyrillisch? Ja, er ist kyrillisch. Aber ist das vielleicht, dort Bulgarien. Ich sehe die Flagge. Ich sehe die Bulgarien-Flagge. Ah, das ist sie. Es ist Bulgarien. Also wir können uns in Bulgarien verteilen und dann haben wir den Guess. Kyrillisch, ich glaube, das ist Bulgarien, weil wir haben EU-Strips und die gute Kamera. Ich glaube, die Stadt kann ich nicht erkennen. Wir haben Berge im Südwesten. Ich klicke einfach mal Plovdiv. Teilen, ich gehe in die Mitte. Jo, dann haben wir den, ne? Dann haben wir den, wir haben den. Den haben wir. Den haben wir. Like. So, jetzt komm. Oh, yes! Aber sie haben alle Bulgarien gehabt. Nicht weiter verwunderlich. Oh, da sind wir guckt. Ich glaube, da sind wir guckt. Ich habe keine Ahnung. Das ist so Tundra-mäßig, so im Norden. Ja, so, ich habe irgendwie so ein. Ja, der Vibe gibt mir irgendwo mitten in Russland. Das könnte auch gut für mich sein. Lass mich kurz überlegen, was das hier ist. Dürfte Russland sein, glaube ich. Ja. Und mit den Bergen, die ungefähr so aussehen, das muss eigentlich die Region um Ulan-Ude sein. Ich klicke das einfach mal. Das könnten gute Punkte für mich sein. Weil selbst wenn sie Russland kriegen, was nicht einfach ist hier, ist Russland ein Riesenland. Bleibt in NA, das kann schon gut sein. Er hat aber auch Russland gesagt, so von Landstraßen. Ich gehe aber Ja. in Kanada. Komm. Wir gehen mitten rein irgendwie. Ja, Jo, okay, da hat er ins Hops genommen. Komplett. Jemand ist nah dran, aber nicht nah genug. Hotel, Restaurante. Bro, das sieht aus wie Madeira. Das sieht aus wie Madeira. Ich war da. Port Moins. Portugal, doch Madeira, die Madeira-Flagge. Doch, das ist Echt? Madeira. Jo, das ist Madeira, das ist Madeira. Hier ist Madeira. Wo ist Madeira? Ja, ich bin mitten im Meer. Ja, das ist auf Madeira, ja, das ist auf Madeira. Ist das Madeira? Porto Moniz. Oh Gott, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob es Madeira ist. Porto Moniz, ja, okay. Dann alles easy. Dann gehen wir irgendwo hier oben. Oh, lol, Wir sind näher okay. dran. Bro, 6 Punkte. zum Glück wusste ich, dass das Madeira bist. Alright, Runde 5. Und wir haben Mexiko. Ja, diese oktagonalen Poles sind in Mexiko. Weiße Backsteine anstatt roten ist auch sehr häufig in Mexiko. Ich möchte aber hier eigentlich noch ganz gerne einen Region Guess hinkriegen. Nur Mexiko alleine reicht mir noch nicht. Boah, Digga. Wo viel kaputt. Digga, das ist ja Katastrophe hier. Wie sieht das hier aus? Schwarze Auto hat auch Sachen gesehen. Das Auto hat viel gesehen, Bro. Also ich würde sagen, es ist nicht Kolumbien, wenn es Südamerika Bangladesch, sage ich. Keine Ahnung. Bangladesch, Steht jetzt Bhutan. aber auch Südamerika. Ich gehe einfach Mexico City. Ich hoffe, dass sie nicht in Mexiko sind. Oh, Mexiko. Der hat aus Mexico City. was? ist. So Oh, wir bergig? sind guckt, scheiße. Oh Das mein ist so Gott. bergig? Nee, das Was? dachte ich nicht. Mexico City ist so hügelig. Südlich von Mexico City sieht so aus. Also ihr spielt gut. Die erste Runde habt ihr natürlich noch ein bisschen besser gespielt, weil da habt ihr gewonnen. Aber Runde Nummer 3, let's go. Oh mein Gott. Das Auto, keine Ahnung. Ich habe keine. Bro, das sieht. Irgendwie gibt mir das Südhalbkugel-Vibes, Südafrika-Vibes, aber ich habe keine Ahnung warum. okay, Argentinien. Okay, mit den Bäumen irgendwo näher Mendoza oder San Rafael. Diese Poles sind auf jeden Fall argentinisch. Irgendwo ein bisschen weiter östlich, vielleicht hier, Chapanay. Das hat einen guten Angle hier. Keine Ahnung. Könnte auch Europa sein. Ich check, was du meinst irgendwie, aber Mein Plan, Junge. Null Da Plan, bin wirklich. Ich komplett glaube, raus. da hat er direkt schon uns völlig auseinandergenommen. Da habe ich Angst. Oh, einer war gut. Argentinien, okay. Der eine in Argentinien, den sie haben, der war richtig, richtig nah dran. Also nicht viel Schaden. Runde 2. Rue du René Bagné, Frankreich.
Das können wir schon mal sagen, oder? Das sieht aus wie Frankreich. Ziemlich safe. Aber eher südlich, oder? Von den Häusern und Stuff. Unterschätzt das mal nicht, ja? Norden, sage ich. Okay, ja, auch im Norden gibt's solche Häuser. Auch im Norden ist man solche Häuser. Ich gehe mal bei Rouen. Rouen, komm. Rue René Panier. Okay, also wir sind in Frankreich. Wahrscheinlich Punkte für die, weil Frankreich ist halt einfach... Die werden alle wissen, dass es Frankreich ist. Das ist das Problem. Deswegen... Ich weiß nicht ganz genau, wo wir hier sind. Nee, ich gehe ein bisschen weiter Mitte. Ich weiß es nicht. Ja, einfach verteilen. Verteilt euch in Frankreich. GG's. Oh mein Gott. Oh, ich war nah dran, oha. Was? Peru! Peru? Steht! Ayachucho! Da Junge, komme ich her! Da kommen wir her! Noch nie. Ich hab keine. Hier, Ayachucho! Ayachucho. Runde 3. Wir haben ein wunderschönes Peru. Dieser Signpost ist Peru und die Landschaft ist auf jeden Fall so, wie man sie in der Nähe von Lake Titicaca findet, im Süden von Peru. Ungefähr hier so östlich von Arequipa. Aber es könnte auch noch näher dran sein an Lake Titicaca, deswegen hätte ich mal hier. Okay, wir in der Mitte. Und sie waren alle in Peru und aus irgendeinem Grund alle in Ayacucho. Das ist interessant. GG! Oh mein Gott! Was? Doch, wir waren viel näher. Lenny hat Ja, Ayachucho nicht gesehen. Okay. Das gibt mir Spanien. Doch, das habe ich heute noch in einem Video gesehen, dass diese Bollards gelb sind, das ist Spanien. Nächster ist Spanien. Das hilft mir nicht unbedingt weiter. Das wird wahrscheinlich auch wieder Schaden für die sein, weil sie sich sehr gut in Spanien verteilen können. Aber ich würde eher sagen, so mitten in Spanien, so Richtung Madrid mäßig, weil es sieht furztrocken aus. Ja, aber... Ja, okay. Okay, hast recht. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich glaube ungefähr die Region hier sieht so aus mit den ganzen Olivenbäumen und sowas. Oder hier im Süden näher Jaén. Oh Mann, ich bin am nächsten. Let's go, GG's. Let's go. Ey, diese Runde sind wir wieder sehr gut. Wir holen den Win. Es ist leider im Süden näher Jaén. Okay, Schaden für sie, aber egal. Okay, das ist machbar. Ich weiß, ich kenne die Good. Schriften nie auseinander. Ich weiß in was Asiatisches. Es sieht aus Das ist vielleicht Taipei auf. Taipei, ja. Ja, aber die fahren doch nicht in Taiwan, fahren die doch rechts. Nee, das ist rechts. Links ist alles links. Das stimmt ja dann nicht eigentlich. Oder Hongkong, komm, Hongkong. Shenzhen. Ja, macht mal Hongkong. Okay, das ist Macau. Ja, ich versuche mal auf den 5K zu gehen, würde ich sagen. Wenn ich jetzt ganz schnell guesse, dann ist es wahrscheinlich besser für mich, aber ich möchte jetzt für den Flex versuchen, den 5K zu bekommen. Wie wäre es denn hiermit? Das sieht doch gut aus. Ja, das ist auf jeden Fall der richtige Kreisel. Oh, aber direkt. Oh, Macau. Taipei. Ja, okay. Oh, Okay, das ist Finnland. okay. Das ist da, wo der Weihnachtsmann, oder nicht? Ah, ganz, Das ganz ist irgendwo oben hier im Lappland. Norden. Ja, genau. Bin ich Ah, okay. Rovemi oder so? Ruveni? Ranimi oder irgendwie so. Irgendwo da auf jeden Fall. Verteilt euch mal ein bisschen in der Nähe darum. Okay. Bro, wenn du jetzt richtig Was? reinkackst mit deinem Call, dann haben wir verloren. Oh Gott, was ist das hier? Wir sind auf einem Schneemobil oder sowas. Das ist verrückt. Das ist verrückt. Oh Gott, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe das noch nie gesehen, diese. Ich glaube, wir sind in Finnland. Ist das dieses Center Village in Lappland? Könnte sein. Könnte sein. Das dürfte ja dann irgendwo im Norden sein. Ich weiß aber nicht genau, wo das ist. Ich hoffe, das ist das, aber ich könnte hier auch im falschen Land sein eventuell. Es würde Sinn machen, wenn es dieses Center Village ist. Jawohl, GG. Was, Digga, das ist Ich glaube, das war's. Ja, ich war so noch genau drauf. Ja, irgendjemand kannte es. Fair, 1000 Punkte. 5-facher Schaden. Das heißt, Bro, wir müssen wirklich jetzt carryen. Oh. Warte. Mebostad. Dänemark-Vibes vielleicht? Okay, wir sind in Norwegen. Das könnte auch schwierig werden für mich. Ich hoffe, dass es irgendwo in der Oslo-Area, das sieht für mich nämlich so aus. Absolut möglich, dass es irgendwo an der Westküste ist. Das wäre Pech. Nee, Dänemark ist zu flach dafür eigentlich. Ja, Okay, ich gehe mal Schweden. Nee, Schweden ist falsch. Norwegen, komm. das ist falsch. Okay. Oh mein Gott! Gut. Der Wontime. Ja, einer war genau drauf, hä? Immer der gleiche, ist bisschen suspekt. Das sind schon unterschiedliche Leute, die da Ja. nah dran sind. Also ich sehe jetzt nicht unbedingt, dass jemand hier cheatet. Okay, gut, weil ich habe gedacht, er ist auf jeden Fall gut, so mit diesen roten Haaren, aber dann sind es immer andere. GG. 20 gegen eine Person ist unfair und meine Community ist auch ein bisschen GeoGuessr-affin. Die meisten sind nicht
völlige Noobs. Und halt 20 gegen 1 ist schwierig. Japan? Japan sein, ja. Hab ich auch gesagt. Okay, wir haben Japan. Das werden Sie auch wissen, deswegen möchte ich das ganz gerne genauer haben. Ich weiß leider nicht, wo wir sind in Japan. Das sieht ein bisschen aus wie ein Kyushu Gaiwaya, aber das wäre sehr riskant. Wir sind in Japan verteilen. Ja. Ja, Japan ist riesig. Ja, So es schwer immer. ist so schwer. Aber ich glaube, wenn wir uns ein bisschen verteilen, ist easy. Und für ihn halt unglaublich schwierig. GG. Ja, 600 Punkte in Runde 1 ist natürlich ungünstig, aber kann ich, glaube ich, nicht unbedingt besser lösen da. Zweite Runde. Supermercado y Botteria. Hätte jetzt Mexiko gesagt. Ja? Oh, jetzt geht er aber rein. Jetzt. Okay, nächste Runde. Was haben wir hier? Chile mit den Poles, I guess? Ja, dürfte Chile sein. Und wir haben Wasser im Norden. Hier irgendwo? Viña del Mar, Valparaíso Area vielleicht? Mexiko? Ah, wegen überall Coca-Cola, oder was? Ja, genau. Okay, Mexiko. Wir gehen aber ans Meer, oder? Das Meer ist im Norden. Oh, shit. Ich gehe hier unten. Vielleicht der Golf von Mexiko dort? Oh meine GG. Fresse, yo. Oh mein Das Gott. ist Jetzt. crazy. Okay, bin der Einzige in Chile. Alle in Mexiko. Also nicht schlecht, das ist guter Schaden für mich. Keine Ahnung. Oh, warte, Digga. Jetzt hat er keinen Bock mehr. Jetzt hat er. Nee, es war sogar einer von uns, der gegessen hat. Hey, Jungs, guess nicht so Das schnell. Ich habe gibt's- keine das gibt's Ahnung. Oh, nee, okay, muss ich gar nicht. Wir haben Laos, wir haben Berge, also mit den Yellow Plates in Asien ist das Laos. Luang Prabang, maybe? Oder, nee, es ist, glaube ich, mehr Wang Bieng. Nee, war Luang Prabang, alles easy. Ich habe nicht geklickt. Laos? Nee, warte. Das war Lenny war. Er war Er war trotzdem genau da. drauf. Italien, Tabasco in Italien, interessant. Das wird vielleicht irgendjemand von denen googeln, deswegen werde ich einfach mal ganz schnell hier tippen, bevor die das vielleicht schaffen. Jetzt spielt er erst Junge. richtig. Ja, der hat absichtlich so Chiesa, gespielt. Tarasco. Bro, ey, yo. Ja, okay, ja, jetzt. Jetzt macht er ernst. Jetzt macht er hat doch gar nicht ernst gespielt vorhin. Kein Aber ich Italien. glaub, Ich geh- for real. Norditalien, sage ich, irgendwo in Ja, bis auf irgendwo, wo es bergiger ist. Ja. Okay, GG, nice. Okay, wir sind näher. Okay, Nähe Florenz hat keiner gegoogelt, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Oh, Jungs, da bin ich verloren, wirklich. Okay, nochmal Japan, das möchte ich nicht unbedingt sehen. Okay, diesmal aber besser. Wir haben horizontale Plates. Ich glaube, Hokuriku Plates sind das. Das bedeutet, wir sind in der Region hier von Niigata bis Ishikawa. Diesmal ist wenigstens keine Sprache da, also vielleicht sind nicht alle in Japan. Das könnte natürlich gut für mich sein, wenn das nicht so wäre. Aber mit der Lowcam muss es auf jeden Fall Japan sein. Mischwald, ja, vielleicht Kanada? Nee, oder? Kanada ist safe falsch. Ja. Das ist ziemlich tief unten, die Sonne. Das könnte schon Kanada sein. Ja, ich hätte auch irgendwie so gefühlt Kanada gesagt. Ja, ist halt schwierig. Das ist in Alaska von uns. Gehen wir Ich nach weiß nicht, Kanada, ob das Jungs? Alaska ist. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch Ich blöd. hätte auch nicht gesagt Alaska. Geh mal Kanada, ich weiß es nicht so genau. Aber jetzt verteilen wir uns alle in Kanada. Ja, okay. Das könnte auch, also es könnte auch irgendwie so ein Jemand hat nordisches- Deutschland geklickt, das ist krass. Das ist krass. Oh! Japan. Was? Ja, Japan ist krass. GG. GG, das war eine sehr, sehr, sehr gute Runde von dir. Ja, jetzt kommt das Comeback. Ey, jetzt hast du richtig gespielt, sag ehrlich. Ja, vorher war natürlich nur Test. Ja, okay. Oh, okay, 2-2. Das heißt, auf diese Runde kommt's an. Wer das gewinnt, hat gewonnen. So ist es. Good luck. Letzte Runde. Let's go. Okay, steht 2-2. So, okay. Also, no botar basura. Also, das ist Spanisch. Es steht, man soll keinen Abfall werfen. Unten dran ist Abfall. Geil. Das ist crazy. Oh, das ist ein sehr guter Start. Warte. Das ist direkt eine Runde, wo ich denke, dass sie das Land nicht treffen und ich ein 5K hole. Nicht ganz, glaube ich. Aber egal, das ist auf jeden Fall diese Straße in Bolivien. Es ist die einzige Straße in Bolivien, die diese Roadlines hat. Und es ist überhaupt nicht klar zu erkennen, dass das hier Bolivien ist. Chile sein, weil sonst ist doch immer gelb in Südamerika. Ja, aber das ist wirklich komisch. Irgendwie nicht so Ja, dann gehen wir Chile, aber ich würde dann. Wo ist in Chile so grün? Ich habe keine Ahnung, nirgends. Ich gehe. Uruguay. Bolivien. Ah, shit! 19 Meter. 19 Meter! Ja, okay! Das ist krass. Okay, das ist krank. Das ist ein knackiger 5K zum Start. Nucleo.
Spanisch. Es gibt mir Spanien-Vibes direkt. Ja, Vielleicht Madrid oder sowas. Wir haben Spanisch. Wir haben Carrer. Das ist dann Katalan sogar. Dementsprechend würde ich Barcelona hier gehen. Macht meiner Meinung nach Sinn. Sollte passen, aber könnte auch bis südlich in Valencia sein. Und das wäre dann natürlich ein bisschen schlecht für mich. Aber es gibt Big City Vibes auf jeden Fall. Ich würde mich nicht wundern, wenn es Barcelona ist. Sagen wir es mal so. Calle Carrer José Diez Mora. Ich weiß halt nicht, welche Barcelona. Stadt. Oder Barcelona, das kann auch sein, natürlich. Aber irgendwie... Okay, wir gehen mal in die spanischen Städte, Jungs. Ich gehe in Malaga und Ich gehe Valencia. mal schauen. Mal Aber schauen, ich denke, vielleicht... ich gehe in Madrid. Ich glaube, es ist Madrid. Es Ja, gibt mir Madrid-Vibes, ja, aber... Ah, Schätze das mal nicht. Der war in Barcelona. Barcelona, okay. Ah, okay. War deutlich weiter südlich, aber das ist immer noch hier die gleiche Region wie Valencia und deswegen steht da noch Carrer. Nächste Runde. Indonesien oder Philippinen das ist oder schwierig. Wegen dem. Ja, wegen was? Wegen dem Boden? Aber ja, ich glaube schon. Wegen diesen Bodenplatten? Oh Gott, was ist das? Thailand? Auf jeden Fall nicht einfach. Es könnte auch Indonesien oder sowas sein. Oh Gott, ich weiß es nicht. Der Pole ist aber, glaube ich, Thailand. Boah, ich könnte wirklich falsch liegen hier. Das könnte wirklich scheppern. Südostasien-Vibes wieder, aber ich gehe Malaysia. Malaysia-mäßig könnte auch komplett falsch sein. Thailand, Philippinen, ich weiß es nicht genau. Oh ja, das gibt gute Punkte, das gibt gute Punkte. Es war Thailand, okay. Das ist gut genug für mich, auch wenn hier jetzt jemand deutlich näher ran ist. Ich nehme ordentlich Schaden, aber egal. Doppelschaden, 4. Runde. Weiße Linien. Russland halt auf diese gelben Dinger. Ist es Linksverkehr oder fährt er einfach so weit? Ich glaube, der fährt im Gegenverkehr. Ja, der fährt im Gegenverkehr. Ist es. Der macht gar keinen Bock. Okay, endlose Weiten. Ich habe keine Ahnung. Okay, nächste Runde. Wir haben Rumänien, I guess. Ja, wir haben hier nicht viele Clues, aber es sieht für mich ganz klar nach Rumänien aus, wahrscheinlich östlich. Ja, ich logge östlich ein. Das ist ein bisschen riskant, aber die Landschaft ohne Wälder und sowas mit den Hügeln ist sehr häufig im Osten, kann aber auch hier unten zum Beispiel sein. Null Ahnung. Ich geh trotzdem Polen, irgendwo mitten in Polen. Ich gehe hier so ins Nichts. Oh, ich hab keine Ahnung. Oh, Rumänien. Rumänien. Okay, krass. Okay, jetzt ist es ist ausgeglichen. Okay. Ja, okay, Südosten. Aber es sind Punkte für mich, nehme ich. 2,5 Schaden. Wir dürfen wirklich nicht verkacken, glaubt diese Runde. Oh, nee. Sieht so inselig aus. Das sieht wirklich komisch aus. Ah, warte, ich glaube, das wusste ich mal. Ich glaube, das ist Malaysia in der Main-Dings. Malaysia? Sehe ich da? Nee, aber ich sehe Weil ein keine... schwarzes Auto oder so habe ich irgendwie mal gesehen. Malaysia, weiße Sticker. Sehr viele Palmen. Interessante Runde. Ich glaube, es ist eher nicht Mainland. Ich glaube, es ist wahrscheinlich Sarawak. Also dieser Bundesstaat hier. Aber ich bin mir nicht sicher. Das ist Linksverkehr. Oh, wirklich? Ah, ja! Haben die nicht? Linksverkehr? Also, keine Ahnung. Bro, Keine Ahnung, ich habe Linksverkehr. keine Ahnung. Ich gehe Südafrika. Scheiß drauf, ich hab keine Ahnung. Ich glaube, wir sind guckt. Oh, Nein. shit. Brot. So Terra. Ja, das sind gute Punkte. Das sind sehr gute Punkte aus Nähe Kuching. Shit, wir haben weniger HP jetzt als er. Dreifacher Schaden und das ist... Oh. Sienewice. Ist das nicht Slowenien oder Slowakei? Ach. Keine Ahnung. Links gewesen in Polen, oder? Ja, geht Polen. Ich geh mal Jetzt Kosice. Katowice. Okay, wir haben Polen, Sienewice. Ja, das hilft mir leider nicht unbedingt weiter. Ich muss die Mitte klicken. Aber da wird auf jeden Fall jemand von Ihnen näher dran sein als ich. Okay, GG. Schätze das mal nicht. Einer war 16 Kilometer dran. Ja. Das ist natürlich ungünstig. Sehr viele Punkte, aber da kann ich wirklich nichts tun in so einer Runde leider. Oh, jetzt ist knapp. Oh mein Gott, er hat noch 1400 HP. 3,5 Schaden jetzt, okay. Ich glaube, wir können den Sack zoomen. Uff. Linksverkehr wieder. Gemas. Gemas. Überhaupt. Ja, Gema. Geh mal. Geh mal aus dem Weg, Geh mal einen Arsch lecken. Gemas Gemenche. Muss ich finden. Die 1 in Malaysien ist 2, 1. Gemas ist im Osten. Gemenche ist im Westen. Wir sehen so aus.
hier, maybe. Das sieht ganz gut aus hier. Könnte Indonesien sein. Ich habe am ersten gedacht in Südafrika wegen den Schildern, aber es stimmt safe nicht. Nee. Die Sonne ist im Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das ist komisch, das ist ganz, ganz komisch, Chat. Hier so oben. Oh mein Gott. Oh mein, 23 Meter, er war dort. Ach so, er war so nah. Er war dort. Ich habe gedacht, wir haben gewonnen. 5K. Nicht schlecht, Herr Specht. Oh, Leckeier, wirklich, das war's. Okay. Ich hoffe, die kriegen es einfach nicht. Ich hoffe einfach, die kriegen Bhutan hier nicht. Ja, das ist Bhutan. Wir haben ein silbernes Auto mit diesen Blöcken und generell dieser Vibe. Ist eine schwierige Runde für jemanden, der nicht GeoGuessr Pro ist. Oh Ja, nein. Er weiß es. Oh, ich glaube, verteilen wir uns in Europa. Echt? Ja, weiß ich. Ich habe keine Ahnung. Denkt ihr nicht? Ich gehe auch noch in der Nähe rein. Boah. Oh mein Gott. Oha. In Bhutan? Bhutan. Rapid Wien schon wieder hat's auch. Der hat ein paar unfassbar gute Guesses rausgehauen, dieses Game. Dieser Rapid Wien ist auch sehr gut. Das ist Korea. Ist das Korea? Das ist koreanisch, ja. Ja, Nicht wobei- Japan? Korea? Nicht, Japan? doch, es ist Korea. Diese Kreise und so. Okay, Südkorea. Ich glaube, Korea-mäßig. wir holen ihn jetzt. Und jetzt kriege ich sowas. Das ist ganz, ganz schlecht. Jeder von Ihnen wird wissen, das ist Südkorea. Ich muss eigentlich die Stadt treffen. Ich hoffe, das ist Seoul. Lass mich kurz reinzoomen, ob Seoul so einen Berg im Süden hat. Ja, das könnte passen. Ich hoffe einfach, das ist Seoul. Oder Busan sieht halt auch sehr... könnte auch Daegu sein. Ich glaube, das war's jetzt. Das ist wirklich, Jetzt ist es vielleicht nicht Korea. Ja, GG. Ja. GG, Ja, wirklich. GG. Da muss ich jetzt aber wirklich sagen, Rapid Wien 1899 AT mit 215 Spielen jemals gespielt. Kennt Bhutan. In Polen auch wirklich auf 50 Meter gefühlt und der letzte Guess auch genau drauf in Busan. Etwas verwirrend, dass er dann ganz am Ende, wo die Multis hoch sind, auf einmal solche Guesses raushaut mit 200 Games played. Scheiße, Aber- Bro, echt. Er schreibt hier aber in Chat, Bhutan habe ich heute gehabt, Bro, echt. Ja, okay. Ich weiß halt fair. nicht. Nee, das ist fair. Bhutan heute gehabt, glaube ich ihm. Das ist halt das Ding, wenn man mit Zuschauern spielt. Man kann leider nie ganz ausschließen, ob man mit Cheatern spielt oder nicht. Und darum machen wir das Ganze safe nochmal.